Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Silent Hill F, nachdem wir ja gestern die rechte Seite von diesem Raum aufgemacht haben. Werden wir dieses Mal die linke Seite aufmachen und uns ein bisschen mit Sakuko auseinandersetzen. Vorwärts geht's nicht, also bleibt uns nichts anderes übrig, als darüber zu gehen. Hallo? Eigentlich sollte da die Tür auf sein. Moment. Bin ich aber doch verwirrt. Hä? Was? Also der eine Knopf hat jetzt die Mitteltür aufgemacht, also das da, wo es gar nicht hingeht, und der andere jetzt, hä? Okay, ich bin verwirrt. Naja, dann sind wir halt verwirrt. So, jetzt bisschen Kontrenzation, oder wie das heißt. Denn ich muss hier, wir hatten jetzt hier das Licht ausgemacht, muss das denn sein? Wir müssen jetzt hier uns ein bisschen durchkämpfen. Ziemlich dunkel hier. Gar kein Licht. So. Es ist auf jeden Fall, ich erkenne ein Häschen im Zimmer. Das ist wohl so. Sakukos Zimmer. So, was haben wir denn hier? Sakukos Tagebuch. Ich hatte einen seltsamen Traum. Es ging um ein sehr altes Schwert, eines, das verflucht war, durchdrungen von böser Energie. Das Schwert muss die Kraftquelle des verdorbenen Gottes sein, da bin ich mir sicher. Aber weil das Schwert selbst göttlich ist, kann es nicht zerstört werden. Wenn es jedoch jemand läutern würde, könnte der verdorbene Gott sicherlich geschwächt werden. Wenn das Schwert in das Elixier getaucht werden kann, das böse Geister austreibt, dann könnte es dazu verwendet werden, die Fäden zu durchtrennen, die diejenigen kontrollieren, die verloren durch den Nebel umherirren. Gut, danke für die Info und danke für das Juckern. Mensch, Sakuko, ist aber hier ein bisschen, guck mal da, Hasi, ein bisschen unordentlich hier. Was genau suchen wir in diesem Zimmer eigentlich? Bin mir nicht ganz sicher. Wir suchen... Okay, ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall einen Weg raus, aber den habe ich schon gefunden. Also zuerst mal will ich das Yokan, das wir gerade gefunden haben, opfern, weil ich ein sehr religiöser Mensch bin und gerne Sachen irgendwelchen Göttern, die mir nicht vertraut sind, darbiete. So, ich glaube, das habe ich jetzt gut erklärt. Also wir gehen erstmal durch, ohne irgendwas zu machen. Oder auch nicht. Denn es ist abgeschlossen. Aha. Na du da? Hallo? Ja. Ich komme gleich. Wart noch ein bisschen. Kann ich da auch reingucken? Wie sie mir winkt? Ja. So. Also wir gucken mal die Karte an. Moment, ich muss mal... Also wo ist denn dieser Weg? Hier, ich stehe genau am Weg. Aha. Also die Dingenstür muss auf sein. Die Gräsertür. Ich hoffe jetzt, dass ich hier... Ich kann hier nur die Vogeltür aufmachen. Ja, komm, dann machen wir halt die Vogeltür auf. Oh, die ist hier, gell? Ja, gut. Hallöle. Na du? Magst du vorbeikommen hier? Die hängt sich mal schön in die Tür rein. Okay, ich brauche hier die Gegner nicht zu läutern, oder wie das heißt. Also mit dem X-Knopf hier Onimusha-Style einzusaugen. Das geht von alleine, sofern da oben diese Fuchsfeuerlaterne oder so nannten sie es, glaube ich, ist. So, erstmal umgucken.
ob hier noch irgendwas Brauchbares ist. Es erscheint mir nichts Brauchbares hier zu sein. Trotzdem gehe ich in Angriffsstellung. Ja, ja. Okay. Ich muss natürlich hier mich schön umgucken. So, also weitergehen kann ich hier nicht. Hier kann ich zwischen Hase und Vogel wechseln. Also, ja, also so viel bleibt mir da jetzt nicht übrig. Also da hier bisher noch kein großartiges Rätselraten, was wo wie zu drücken ist. Oder zu ziehen. Relativ offensichtlich, sag ich mal. Ah, da drin war ich, guck. Also nicht guck, weil gibt nichts zu gucken. Ebenso wie es hier nichts zu gucken gibt. Umgucken muss ich mich ja... Wer schreit denn da? Sorry. Erst... Aha. Erst Lage checken. Ich habe keinen Bock, dass irgendein Monster mich von irgendwoher anfällt. Da hinten steht wer. Da brauchst du jetzt nicht zu schreien, Mann. Ist ja gut. Hopp, komm. So, weg ist er. Ist noch jemand da? Mag noch wer? Scheinbar nicht. Gut. Oh, ich kann es nur immer wiederholen. Es ist so angenehm, wenn man zuallererst mal eine gescheite Waffe hat, sprich meinen schönen, guten Fuchsarm. Und wenn die Gegner nicht wieder aufstehen. So, was haben wir hier? Sakugos Tagebuch. Normalerweise hasse ich Sportunterricht. Aber heute war es anders. Es ist etwas Tolles passiert. Ist er ausgefallen. Die Handschrift wird hier ungleichmäßig und emotional. Die kleine Miss Perfekt ist heute gestolpert und hingefallen. Sieht aus, als ob sogar Hinako, die Starathletin, etwas falsch machen kann. Die hat sich das Knie aufgeschürft und blutete überall. Ich wünschte, ich wäre stattdessen der Länge nach hingefallen und hätte sich die Nase gebrochen. Ei. Jetzt sind wir ja wieder freundlich. So, wir gucken uns natürlich... Ruhig. Ist das mein Spind? Das weiß ich nicht. Kommt drauf an. Hast du Gedämme im Spind? Dann ja. Hier kann ich von Triforce auf Kraut wechseln. Was ist das eigentlich? Das ist einfach nur eine Tür. Okay. Ja. Hier kann ich auf Kraut wechseln, also darüber dann. Wo das alte Motze-Monster drin steht. Wo ist er denn? Drüben irgendwo. So, ich guck mich aber jetzt, pass auf. Okay, wenn ich dann von Triforce darüber wechsle, geht das hier zu. Also hier gibt's jetzt nix irgendwie großartig jetzt zu planen, wie man was einstellen muss, sondern ja, läuft halt einfach, ne? Aha, da ist schon wer. Oh. Das ist ein Frosch, oder? Kommt er vielleicht wieder zurück? Seid ihr jetzt beide da draußen oder was? Komm mal her. Komm, den überrasche ich jetzt. Hallo, Überraschung. Oh, hier brauche ich den Seelensog. Okay, dann machen wir das mal besser gleich. Weil auf den habe ich gar keinen Bock mehr. Und da drin steht der alte Plärrer. Da ist er. Kann ich ihn schon kloppen? Komm mal her. Nee, schade. Wäre lustig, wenn es so wäre. So, da fällt mir gerade was ein. Ich könnte ja mal nach meiner Ausrüstung, nach meinem Omamori gucken. Wie bin ich denn hier? Ausdauer, Regeneration, Verbrauch, Verstand beim Fokussieren, Ladezeit von Fokus, maximalen Verstand. Den machen wir mal raus. Was ist das Kaninchen da? Bla 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 bla. Braucht man nicht. Ich hätte gerne dieses Dingens, was Verstand wiederherstellt.
wenn man Gegner bekämpft. Gesundheit, stellt nach dem Besiegen maximalen Verstand. Das war das, glaube ich. Ja, den mache ich mir da wieder rein. Nee, da ist ja gar keiner, sorry. Okay. Bleibt immer schön drin da. So. Da links kann ich reingehen, werde ich auch gleich. Wie gesagt, ich will erst mich gut umgucken. Wer hat denn hier die Wand verkritzelt? Ich kann da reingehen? Machen wir das auch, oder? Achso, ich habe eben gedacht, dass da das Monster drin ist. Warte, wo bin ich denn hier? Okay. Ja, ist auch egal. So, dann gucke ich mich hier halt mal schön um. Eine Wand. Geh doch! Komm, ausweichen, Maiden. Du weißt, wie ausweichen funktioniert. Bin ich mir relativ sicher, dass du das weißt. Ja, komm. Dann machen wir es halt auf die althergebrachte Art. Rufende Wetter. So, Junge, bin ich mal wieder erschrocken. So, was ich eigentlich sagen wollte, bevor mich das Mädel da so böse rausgerissen hat. Komm, den nehmen wir gleich. Dann ist er weg. Wie ich hier, weißt du? Ja. Weiß egal, dann ist er weg, weißt du? Was ich eigentlich sagen wollte ist, sind diese Wände da, kann ich da durchgucken mit meinem Monster-Dingsbums? Weil ich habe doch den Fuchsblick drauf, weißt du? So, aber nee, ich will mich hier noch nicht umgucken. Ich wollte nur so erstmal die Flure so weit abgehen. Weil es gibt ja so Türe. Ja, da war ich jetzt schon, okay. Die ich mit dem Fuchsblick da angucken kann. So, also ich bin jetzt achso, von da oben gekommen. Ja, okay, da wollte ich quasi auch hin. Bin ich da nicht hergekommen? Schon, oder? Also. Ja, ich wollte hier nur noch mal zurückgehen. Alles in Ordnung. Ich leg da mal einen Higashi rein. Und ich speichere auch mal. Wenn ich schon mal hier bin, dann werde ich auch speichern. So, gucke. Abala. So. Ja, da habe ich im Kreis gegangen hier. Dann war ich ja doch irgendwie quasi richtig. Also da oben reingehen, da kann ich dann auf Triforce machen und dann geht's weiter. Okay. Gar kein Problem. Was steht da eigentlich? Wahrscheinlich Hinako. Das glaube ich nicht, aber wäre ja möglich. So, hier habe ich mich umgeguckt und erschrocken. Sehr gut, haben wir das ja auch hinter uns. Ja, zu dir komme ich gleich. Und zwar jetzt. Macht hoch die Tür. Die Tor macht weit. Es kommt Hinako. Denn für dich wird es Zeit. Hallo. Au. Das war unnötig. Mach's du nicht nochmal, gell? Jetzt werde ich böse. So, dann tun wir mal Seelen saugieren und kriegen ein schrumpeliges Aburage. So, der hat mich eh genervt mit seinem Rumgeheule. Alles klar. Ja, da stehen wieder Sachen. Aber sonst gibt's nichts hier. Es gibt richtig wenig hier. Okay, also was haben wir jetzt halt freigeschaltet? Nix, oder? Ja, also. Ja. So. Da drüben ist zu. Was ja aber auch
nicht weiter. Achso, wir müssten da unten rein. Ach, um da unten hinzukommen, brauchen wir... Ah, das Grüne muss auf sein. Dann kommen wir da rein. Und dann muss ich hier wieder Triforce aufmachen, kommt dann da weiter runter. Okay. War ich denn da drüben schon? Wo ist der Hokura? Da. Da drüben brauche ich... Nee. Könnte man noch reingehen, oder? Wir gehen erstmal zurück. Wir machen hier alles schön der Reihe nach, sonst das vergesse ich 100 Pro, vergesse ich das wieder. Sind wir jetzt im Kreis gerannt, ja? Bin ich jetzt da dumm oder was? Ich muss auch noch die Tür aufmachen, richtig? Die da, ja. Ich hätte doch hier noch Kettengedödel. So, Moment, ich muss hier erst wieder umstellen. Also ich habe jetzt einfach nur aufgemacht, damit ich ein schrumpeliges Aburage kriege. So, also jetzt wieder auf Gemüse schalten oder auf Kräuter oder auf Grün. Auf Grün halt, wisst schon. So. Alles auf Grün. Und dann rennen wir darüber da rein. Und das Häschen dürfte auch noch offen sein. Oh, das reimt sich. So. Okay. Und jetzt mache ich hier das da auf. Das heißt, da ist ein klauenbewehrtes Monster drinne, das nicht rauskommen will. Klauenbewehrtes Monster. Wo bist du? Doch nicht? War da vorhin nicht noch eins drinne? Ist nicht. So, wo bin ich jetzt hier? Wie kann man zwischen Häschen und Vogel wechseln? Okay. Ah. Nun, dann bin ich ja... Ach, keine Ahnung. Ich gucke mich jetzt hier erstmal um. Ja, ernsthaft, jetzt war ich hier schon mal? Nee, siehste, das göttliche Wasser hätte ich nämlich dann gefunden. Und da ich das nicht habe, war ich auch hier noch nicht. Aber ich hätte schwören können vorhin, dass da doch ein Klingentänzerin-Frau war. Habe ich mich wohl verguckt. So, da ich hier nicht wirklich weiterkomme, muss ich hier auf Häschen stellen. Klack. Und komme dann hier unten hin. Wo ich noch nicht war. Hallo. Na du? Und sonst? Alles klar? Ich mach mal einfach weiter, ja? Haben wir das? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. So. Wie gesagt, auch hier erstmal... Na, da hinten kam die Stimme her. Da muss ich wahrscheinlich sowieso hin. Erstmal gut umgucken. Nicht, dass irgendwo wieder, so wie eben, eine raushüpft und mich erschreckt. Da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drauf. Okay, hier ist erstmal alles zu. Das ist doch... Oh, ich muss auch nach oben gucken. Ich weiß, dass hier, glaube ich, es öfters so war, dass da auch irgendwann mal Gegner oben an der Decke gehängt haben und ich sie nicht gesehen habe. Was ist das da vorne? Achso, ein Umschaltdingens. So, jetzt bin ich hier quasi den ganzen Flur abgelaufen. Jetzt laufen wir den hier auch noch, aber im Schnelldurchgang. So, also, aha. Ja, wir hätten auch einfach hier hingehen können. Gut, dass wir das wissen. Brauchen wir jetzt natürlich nimmer. Deshalb gehe ich jetzt da hin. Tada! Es quietscht. So. Usagi. Sakugo ga suki datta. Wo läuft's denn da? Ach, da hinten. Da, geradeaus. Bist du draußen oder drin? Drinnen. Haha.
Hast du gedacht, ich höre dich nicht, hä? Junge, ich hab dich sehr wohl gehört. Wo kommt denn die jetzt her? Jetzt mal ohne Quatsch, ne? Ich bin doch da eben, bin ich da nicht durchgelaufen? Ich bin doch da eben durchgelaufen. Da war niemand. Das Spiel will mich veräppeln. Okay, also Hasenmist. Hier kann ich was umschalten. Dann gehen wir halt mal. Ist das derselbe Hasenstall? Ja, guck mal, wie in der Schule. Da waren wir auch schon so ein. Da waren auch keine Hasen drin. Das machen wir schon nicht so. Oh, das ist fies. Warte mal, da müssen wir uns gleich drum kümmern. So. Okay. Es war ja klar, dass hier jetzt ein Gegner auftaucht, wenn ich da reingehe. Aber bevor der mir so schön den Rücken zugedreht hatte. So, also da liegt, keine Ahnung, was der Hase gegessen hat, aber es hat ihm wohl nicht geschmeckt. Was gibt's hier? Ein Verband. Ja. Wieso nehme ich die aber auch mit? So, hier. Seiten aus einem Beobachtungsprotokoll. Hallo, Herr Hase. Weißt du was? Ich habe beschlossen, dir heute einen neuen Namen zu geben. Die Handschrift wird hier plötzlich ungleichmäßig und emotional. Dein neuer Name ist Hinako. Verstanden? Hinako. Findest du das nicht super süß? Es ist derselbe Name wie der dieser schrecklichen, furchtbaren, gemeinen, grausamen Hinako, die mich ganz allein zurückgelassen hat und weit, weit weggegangen ist. Ich hasse sie. Ich weiß, warum sie mich fallen gelassen hat. Weil ich düster, traurig und gemein bin. Verdammt. Ich habe das Zeug vergessen, das ich brauche, um Hinakos Arme und Beine abzuschneiden, was? Naja, ich werde sie morgen einfach in winzige Stücke schneiden. Ja. Ja gut. Kann man machen. Muss man aber nicht. So. Dann wechseln wir hier. Da es ja nichts anderes zu machen gibt. Wechseln wir zurück. Und machen dann aber auch gleichzeitig hinter uns das Froschgefängnis da auf. Genau, wir warten, bis der hierher kommt. Denn hier ist nämlich die Fuchslampe. Da müssen wir uns noch nicht mal die Mühe machen, den zu dingsbumsen. Du bist so ein Depp. Dann machen wir es halt hier. Ist mir doch egal. So. Lass uns mal kurz reingehen. Okay, hier ist sauber. Hier ist clean. Ich habe nämlich gerade noch irgendwo was gehört. Kann das sein? Wir haben gerade auf was haben wir denn gerade gestellt? Auf Triforce. Das bedeutet, unten die Tür ist offen. Sonst nix. Gut, dann bleibt uns nicht viel übrig, außer darauf zu achten, dass da jetzt von links keiner gerannt kommt. Oder keine. Das wäre dann die zweite. So. Aber da drin kann natürlich auch an die Decke gucken. Auch an die Decke gucken. Okay, wir gehen natürlich erstmal nach rechts ums Eck gucken. Da sind wir reingekommen. So, gut. Gibt's denn hier was? Außer einen juckenden Kopf. Ein juckender Kopf. Ja, das kann man gebrauchen. Okay, aber Items scheint es hier keine zu geben. Was ist denn das da? Ja, ich habe keine Ahnung, aber... Irgendjemand hatte hier richtig, richtig Spaß. Ja, das kann man nehmen. Das ist gut, das kann ich gebrauchen. Das kann ich spenden. Da hätte jemand stehen können und ich wäre direkt reingetappt. So, Fuchslampe. Altar. Alter. Alter, da ist ein Altar. So, dann natürlich legen wir was in den Schrein. Und zwar einen hier, einen da. Und das Abura. Oh, 500 gibt das. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 1190. Wir brauchen noch knapp 200 Punkte. Glaube ich. Ja, okay. Sollen wir als nächstes Gesundheit aufpowern oder komm, wir machen dann Ausdauer, oder? Und dann überlegen wir es uns später nochmal, wenn wir dann noch ein Emma finden. Alter, speichern. So sieht's aus. Also, was haben wir denn hier Feines da hinten?
Das ist wieder dieses Pflaumenrätsel, ja? Sakukos Traum? Achso, eine Schreinmaid zu werden oder so. Daneben lag noch ein krumpeliges Irgendwas. Brief der Sorge. Liebe Hinako, Glück und Pech sind zwei Seiten derselben Medaille. Für eine Person kann der heutige Tag ein Glückstag sein, für jemand anderen kann es das Gegenteil sein. Sowas Ähnliches haben wir doch schon im Radio gehört. Es ist ein toller Tag, ein besonderer Tag, dir wird viel Gutes passieren, aber nicht jeder besondere Tag muss was Gutes sein oder irgendwie sowas. Gerade jetzt scheint eine helle Sonne auf dich, aber diese Sonne macht deinen Schatten auch sehr lang und dunkel. Dunkle Schatten ziehen das Böse an. Das Böse? Ich wollte dir an deinem besonderen Tag wirklich keinen solchen Brief schicken, aber ich konnte es einfach nicht vergessen. Ich spüre, dass sich dein Schicksal zum Schlechteren gewendet hat. Mit der Sonne und dem Schatten, die dich umgeben, stimmt einfach etwas nicht. Wo bist du, Hinako? Dies sollte ein Tag zum Feiern sein, und doch bist du... Die Notiz blieb unvollendet und zerknüllt zurück. Sakukos Tagebuch. Großvater sagt, dass er den Schrein nach seiner Generation schließen lassen wird. Nicht viele Leute machen sich die Mühe, einen so kleinen, unbedeutenden Schrein zu besuchen. Es scheint, als ob niemand die Mühe auf sich nehmen möchte, den ganzen Weg hierher zu kommen, um zu Inarisama zu beten. Überall in der Stadt gibt es Hokora und Statuen, die Inarisama gewidmet sind. Ältere Leute gehen einfach in ihrer Nähe zum Beten. Es gibt für sie keinen Grund, zum Schrein zu kommen. Aber wenn es mehr fromme Gläubige gäbe, wenn die Menschen mehr Respekt vor dem Schrein hätten, dann könnte der Senensuki-Schrein vielleicht wieder zu seinem alten Glanz zurückkehren. Sind das einfach Ereignisse, die die Götter geplant haben, wie Opa immer sagt? Erfüllt der Senensuki-Schrein keinen Zweck mehr? Nein, das kann einfach nicht wahr sein. Ich habe gehört, wie die Götter weinen. Aha. Ja, also es ist ein Gott oder was? So. Lass mal gucken. Also ich kann hier nur Vögelchen aufmachen und dann komme ich in dieses längliche Dingens rein. Ah, dann auch darüber. Also, okay. Komm, mach mal auf. Wir machen das auf. Jawohl, ja. Dann hauen wir das Monster, das da drin ist, platt. Wenn es denn reinkommen mag. Hallo. Kannst natürlich auch draußen bleiben, habe ich kein Problem damit. Aber hier drin ist schön. Guck mal, da ist eine Lampe. So, jetzt blämmer ein bisschen. So, siehst du, hab doch gesagt, dass hier drin schön ist. Aller gut. War ich hier schon mal? Nee. Ist hier was? Ein Verband. Wieso nehme ich die aber auch dauernd mit? Ich benutze mal einen Verband, das ist sehr wichtig, guck. Einfach, der nimmt mir halt einfach Platz weg. Ich bin irgendwann zugeballert mit Verbänden. So, jetzt ist da unten frei. Also einmal ums Eck gehen, bitte. Ne, hier war ich schon drin, ja. Ja, doch. War ich auch da hinten im Eck. Ja, ich war hier schon mal drin, ja, das weiß ich noch. Bin ja nicht doof. Ich höre hier gerade Geräusche, das ist nimmer schön. Oh, schön. Oh, ich weiß, wo wir sind. Wir machen die Kurzform, denn, Moment, was gibt's hier? Blattfeines Papier. Zwei müssen einander gegenüberstehen, um für gegenseitigen Wohlstand zu beten. Diejenigen, die dies tun, sollen ihre Köpfe auf gleiche Höhe heben, als wären sie Spiegelbilder, wie es der Brauch vorschreibt. Mit der Verdunklung des Lichts sollst du die Vergangenheit in die Dunkelheit verdammen. An diesem Rätsel hatte ich riesige Probleme, weil ich genau das nicht verstanden habe und einfach nur an den Viechern gedreht habe. Aber es steht drin, zwei müssen sich gegenüberstehen, angucken und
Andere müssen wie Spiegelbilder sein, also irgendwie genau nebeneinander oder so. Keine Ahnung. Wir fangen mal, Moment. Also erstmal da hinten ist sie. Kurze Erklärung, Hinako hat Angst vor der Dunkelheit. So, also, zwei müssen sich gegenüberstehen, jetzt pass auf. Wir machen das einfach so. So, guck. Und das andere ist irgendwie Spiegelbilder. Ich glaube, das war so. Nein. Oder müssen die da Rücken an Rücken sein? Ja, aber dann stehen sie sich ja nicht gegenüber. Dann können sie sich nicht leiden. Das ist was anderes. Moment, kann ich da jetzt irgendwie... Also ich kann schon mal eins rausholen. Da ist nichts drin. Also... Oh, war das die Lösung? Ernsthaft jetzt? Okay, dann... Ja. So. Ich war halt verwirrt von müssen auf gleicher Höhe sein. Ich dachte, diese Kisten müssen auf gleicher Höhe sein. Nee. Also hier Rücken an Rücken. Und die anderen wie Spiegelbilder. Das ergibt alles keinen Sinn. Naja, man kann nicht alles haben. Hallo. Dürfte ich mal... Hier, ist ziemlich hell hier, oder? Ist nicht gut. Wieso weichst du denn auf die Seite aus, wo es dunkler wird? Ja, ich mach dir hier ein bisschen Licht aus. So. Und das tut mir jetzt wirklich leid, weil Angst vor der Dunkelheit ist nicht cool. Was willst du machen? Nicht cool. Weißes Kaninchen Wappenschlüssel. Erhalten nach dem Abschied von Sakuko. Es scheint, als könne man damit irgendwo eine Tür öffnen und er ist viel größer als ein normaler Schlüssel. Als wäre er für eine riesige Kreatur gemacht worden. Ist er auch. So, wie kommt man da raus? Jetzt nach rechts. Wir haben da jetzt irgendwie was, wo man noch nicht war? Nee, ne? Okay, dann gehen wir zurück. In die Halle. Oder gibt es hier noch irgendwas? Nicht, dass sich wieder irgendwo noch was verändert hat. So. Göttliches Wasser? Nee, wir haben viel zu viele Verbände. Wir müssen schlechter kämpfen. Das ist mein Problem. Wir müssen schlechter kämpfen, damit wir mehr Verbände und so verbrauchen. So. Falls sich jetzt irgendjemand hier zuguckt und denkt sich, Mann, was bin ich hier? Also ich hier, hallo, für ein eiskalter Typ. Nee. Wie gesagt, das ist halt der zweite Durchgang. Oder 2,5 quasi. Ich war hier schon mal. Been there, done that. Und habe mich damals schon etwas weniger gefühllos gezeigt. Ja, weil ist nicht cool. Ja, ich habe auch mitgekriegt, die Erklärung, warum die so fies zu mir sind und überhaupt und sowieso. Und warum auch beim ersten Ende es hieß, ganz am Ende, das Ende vom ersten Durchgang, sie ist ungefähr 20. Ja, weil die Briefe, die wir finden, sind geschrieben von Personen, die 20 sind oder so.
Aber wir spielen hier eine 16-Jährige, sehen aber Briefe, die wir dann quasi von 20-Jährigen kriegen, irgendwie so. よ相棒こう呼べるのもこれが最後だな Feines Blatt Papier. Nimm keine Erinnerung an das, was geschehen ist, über diesen Punkt hinaus mit. Lege zuerst alles auf das Podest. Die Tür soll sich denen nicht öffnen, die Bedauern in ihren Herzen tragen. Ich hab nicht so viel... Hoppala. お前の本当の選択を知りたい Ja, sag ich dir gleich, nachdem ich den Raum durchsucht habe. Sieht hier sehr komisch aus. Aber auf geht diese Tür nicht. Ah, kann ich da vielleicht den... Nee, den Fuchsblick, den kannst du ja nur bei so Türen machen, wo so ein Zettel da dran hängt, irgendwie so. Okay, Zettel halt. Mal kurz gucken. Komm, da muss doch irgendwie was liegen, oder nicht? Ja, da ist er hinten dran. Wir können da auch nicht durchlinsen oder so. Ja gut, gehen wir da hin, oder? Und da jetzt aber aufpassen, da hängen sie wirklich als von der Decke, glaube ich. So. Da hinten steht zumindest mal eine. Was ist das da oben für eine Plakette? Aha, was ist das? Medizinschrank aus Schuhs Wohnung. Den lassen wir jetzt mal liegen, ja? Es ist jetzt genug, wir brauchen nicht unser ganzes Inventar. Sag mal, ist es denn nicht möglich, Sachen aus dem Inventar zu entfernen? Also ja, wir können Sachen entfernen, wenn das Inventar irgendwann voll ist. Theoretisch. So, pass auf. Es muss doch möglich sein, hier zum Beispiel, weißt du, ich habe so viel Verbände. Ah, wegwerfen! Also. Also. Mann! Ja, komm, 3 Erste-Hilfe-Kästen reichen mir auch. Obwohl, komm, wir haben jetzt wieder 4 Platz. So. Ich wusste, Mann, ey. Ja, wer lesen kann, Vorteil, bla bla. Ich habe sie schon gesehen da hinten. Ah, ich hab doch gesagt, dass da eine ist. Warum bin ich denn trotzdem auf sie reingefallen? Jedes Mal, hey. So, da hinten im Flur steht noch eine. Die lassen wir mal noch stehen. Ich will mich hier umgucken. Mann, ey. Ich hab es noch gesagt. Da bin ich beim letzten Mal genauso erschrocken. Alter. Zu dir komme ich gleich. Ich will noch mal schnell... Ah, kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich will noch mal schnell hochgehen. Und... das, was ich gerade aufgesammelt habe, loswerden. Jetzt haut es natürlich ab. Halt. Schön nach oben gucken. Die ist nach rechts gegangen, ja. Wo ist er hin? Ja, dann ist er halt nach rechts gegangen. Pech, die soll zu mir kommen. Seit wann geht denn der Hund mit dem Herrchen spazieren oder so? Nix. Aha, da kann ich umstellen auf Vogel. Vogel wäre dann das da hinten, ja, gut. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Ich guck mal kurz mich um, guck mal hier. So, da waren wir ja noch nicht. Da irgendwo ist das Mädel hin entschwunden.
veralbert mich doch jetzt. Ich stehe doch jetzt da irgendwo. Du bist doch... Moment, nach oben gucken. Ey. Stell dich halt dahin. Stell dich dem Kampf. Stell dich dem Kampf. Es sind hier enge Gassen. Ich mag nicht in engen Gassen kämpfen. Da oben ist ein Loch in der Decke, guck. Hä? Zeichnung der jungen Shimizu Hinako. Auch wenn es von einem Grundschüler gezeichnet wurde, sieht es trotzdem grauenhaft aus. Findest du? Das wurde definitiv mit Absicht so gezeichnet. Da stehen allerlei Schimpfwörter drauf, wie dumm, ekelhaft und so. Wo ist sie hin? Das Stelzen, Frau. Ungetüm. Ernsthaft jetzt? Komm her. Ich finde das nicht witzig. Ich dachte, die kommt jetzt da irgendwo rausgehupft. Wie sie das ja gerne machen. Vielleicht mal da reingehen. Reicht das schon? Ja, da komme ich her, ne? Okay, da komme ich her. Da gehen wir nimmer hin. Dann tun wir... Wo ist er denn? Da. Wir stellen um auf Vogel. Vogel! Gut. Einmal Vogel, bitte. So, jetzt gucken. Und noch was Neues verändert haben. Da unten zum Beispiel. Oder da oben. Ne, da war überhaupt nichts mit Türen. Also, es gibt nur einen Weg. Hör auf. Hör auf mit dieser Musik. Ich mag das nicht. Und dann kommt doch wieder kein Monster. Oder es kommt ein Monster und ich krieg trotzdem Angst. Kann natürlich sein. So, wenigstens hat die sich nicht vom Kämpfen gedrückt. Mhm. So. Irgendwann sehe ich eine oben hängen. Und dann lache ich sie aus. Der Duft der Kräuter ist überwältigend. Ist es ein guter Duft oder riecht es so wie dieser eklige Waldfruchttee? Bah. Also so Waldfruchttee ist wirklich, das ist grauenhaft. Das ist einfach... Bäh. Aber Kamillentee ist geil. Ich hatte mal eine Zeit lang getrocknete Kamille im Auto in so einem Döschen, damit es im Auto schön nach Kamille riecht. Ah, cool. Aha. Sind wir soweit, ja? Tausche Yokan gegen 3 Verbände. Bitte. Hast du jetzt davon? Oder habe ich ihn jetzt gegen einen Verband getauscht? Komm, wir gucken mal. Nee. Nehmen wirklich... Ein Dreier-Slot nimmt keine 3 Platz weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ja. Ein Stack nimmt nur einen Platz weg. Und Erste-Hilfe-Kästen kann man nicht stacken. Göttliches Wasser, 3, das kommt dann auch weg, alles klar. Für die Wissenschaft. Ah ja, okay. Bleibt mir auch hier nicht viel übrig. Also da drüben ist jetzt zu. Mir bleibt jetzt nur der Raum da vorne. Ja. Bin ich schon da? Hä? Wie bin ich denn hierher gekommen? Hä? Achso, ich bin da unten rum. Mhm. Gut, wo habe ich jetzt die Tür aufgemacht? Da. So, an die Decke gucken. Silent Hill. Das schürt so viele neue Ängste. Jetzt habe ich schon Angst vor Decken. Verstehst du? Vor Decken. Ich habe Angst vor Decken. Das kannst du keinem erzählen.
Ist das ein Endgegnerkampf? Ja, das ist ein Endgegnerkampf. Okay, aber dieses Mal... Ja, genau. Aber dieses Mal bin ich ja schon in meinem Fuchsgedönse. Eine wahre Schönheit. Eine wahre Schönheit. Minagil! So. Dranbleiben an ihr, ne? So, das war's auch schon. Easy. So schön. Es ist so schön. Ja, ich hätte vielleicht doch eine höhere Schwierigkeitsstufe für Action-Kämpfe, Gedönse nehmen sollen. Aber ganz ehrlich, will ich halt einfach nicht. Ich finde das schon so in Ordnung, wie ist. Lass mal ein bisschen was heilen, weißt du? Einfach damit ich's loskrieg. Ich mag es, wenn ich in Spielen überpowered bin. Und deshalb ist schon in Ordnung. So, das ist das Lasergewehr. Darum ging's eigentlich, die Strahlenkanone. Sie wurde so oft benutzt, dass die Farbe überall abblättert. Es scheint, als wäre sie auf dem Fest für ihn gekauft worden. Darauf steht mit Kugelschreiber geschrieben, versteck sie. Hinako wird sie dir stehlen. Aha. So, sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ich würde hier alle Kerzen ausblasen. Nein, würde ich natürlich nicht. Das ist so ein Gedenken an Verstorbene oder so, keine Ahnung. Ich würde drauf pinkeln. Okay, genug der unsympathisch machenden Späße. Okay, also da komme ich nicht raus, ja? So. Da. Treppe hoch. So. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay. Das war's schon. Wir haben jetzt 2 Sachen von Schuh gefunden. Ich weiß gar nicht, wir hätten vielleicht... Huch, was sehen wir denn hier? So, der steht nicht auf, kann ich dir jetzt schon sagen. Sehr gut. Ach, hier war... Ach, guck mal. Da war der Kampf unten. Ah. So, also wir können da drum... Komm, wir gehen weiter diese Richtung. Da können wir dann rausgehen und da irgendwo... Ja, da will ich aber... Ach so, da geht's gar nicht erst weiter. Okay, mach mal nachher. Wir gehen natürlich nicht hier entlang, sondern erstmal einen schönen Rundgang gemacht. Ich höre doch überall noch... Liegen bleiben, danke. So, ja, sorry, ich habe da keinen Bock, da jetzt zu warten, bis die da schlüpfen. Wahrscheinlich, also bräuchte ich da nicht meinen Mega-Angriff zu machen, aber mach den halt gern. Hab ja genug Verstand. Meine, wieso habe ich das sonst aufgepowert, weißt du? So. Ja, ich hätte vielleicht doch erstmal in das andere Ding gucken sollen. Halt. Aha. Brainiac Hero Comic. Die Innenseite ist voller Kritzeleien. Hinako
wurde neben die Bösewichte gezeichnet, die der Protagonist besiegt hat. Um ihren Tod noch grausamer darzustellen als im Manga selbst, wurden außerdem viele Blutspritzer und Eingeweide hinzugefügt. Ach, schön. Wo? Ach, da unten. Hallo, Überraschung. Na? Hättest du nicht mitgerechnet, dass ich auch hüpfen kann, gell? Ich weiß. So, Fuchslampe. Fuchslampe. Da unten sind noch. Sind die jetzt alle hoch oder was? Ja, das hab ich. Ernsthaft jetzt. Also hier ist das Umschalttür. Und ich kann auf Vogel schalten und dann komme ich da durch. Also dann machen wir das jetzt auf Vogel schalten, ja, weil muss ich ja eh machen. Alles klar. So, hier gibt's nichts mehr. Wir gehen da wieder drum herum und gucken halt, wo die da unten hinhüpfen. Und dann machen wir sie platt. Mag nicht hierher hüpfen? Kein Problem. Ich brauch dich nicht, junge Dame da unten. So. Müsste da hinten genau offen sein. Also, die sparen wir uns jetzt einfach, ne? Also, wir müssen ja jetzt nicht alle umhauen. Aber es ist ja. Da sind wir ja nicht. Wir sind ja nicht die Schlechter von. Schlechter. Von Schlechtereien. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal, was ich gerade sagen will. Wo bin ich denn hier jetzt? Ah ja. So. Das ist dieser Raum, der gar kein Rätsel ist. Das weiß ich noch. Aber erstmal ein paar Sachen weglegen. Kutsu-Tee. Ein göttliches Wasser, Arare sowieso, Yokan erst recht, Higashi sowieso. Und dann gucken wir, was sagt die Punktzahl? Jawohl, 1400, sehr, sehr schön. Wir beten für Ausdauer. So, das heißt, wir müssen jetzt nur noch ein Emma finden und dann können wir Gesundheit oder Ausdauer komplett aufpowern. Und natürlich braucht man noch mehr Gedödel dabei. Was ist das da? Ich weiß gar nichts. Kann mich an nichts erinnern. Erstmal alles, ne? Ist nicht witzig. Mir geht's da auch nicht anders. Deshalb habe ich einfach keine Pflanzen. So, was du nicht hast, kann nicht kaputt gehen. Tada! Oh, ach so, ja, okay. Jetzt. Die sind aber verkritzelt. Guck mal, das Alienraumschiff schießt einen grünen Strahl unten rechts rein und der kommt dann oben auf der anderen Seite raus oder so. Das ist schon cool. Kann man nichts sagen. So, jetzt da machen wir, keine Ahnung, Comicheft. Na, fast. So, mal gucken, was... Du kannst mit was umgehen? Dass du so eine Scheiße über mich zeichnest? Achso, ich kann die dann auch nochmal anlabern. Komm, ich laber den da auch nochmal an. Ist da jetzt irgendwas auf dem Tisch? Nee. Gut. Science Hero Manga. Ich will das eigentlich schon auch noch anlabern, aber jetzt sehen wir ihn ja da schon hängen. Schild. Also laut der Tafel in der Mittelschule ist er erstickt.
Altersmeldung. Ja. Oh, das war ein schöner Übergang. 幼い頃からの友人に別れを告げるのは辛いだろはいいえするべきでした。もっと早くこんな姿をお見せして申し訳ありません。謝らなくていい。むしろその痛みを強いた私の方が謝らねばならない。Warum hat er eigentlich so hübsche Augen? Seine Maske? Und ich habe diese Knopfdinger da. Finde ich nicht cool. 行こう。So, dann sind wir jetzt wieder in der Realwelt. In der Schule, wo Shu und Rinko mich zurückgelassen haben. Hier, ich mache hier ein feines Nickerchen, sowas. Kenne ich aber auch. Gehst eine Viertelstunde schlafen, wirst wach und dann so, was zur Hölle? Welches Rinko? Jahrhundert haben wir? Ja. So, wo sind sie hin? Gute Frage, nächste Frage. Zuallererst mal, ich bräuchte einen Schrein. Da gehen wir jetzt auch hin. So rum, glaube ich. Wenn ich mich richtig あの erinnere. 二人 Weiß ich nicht. Wir gucken mal, ob sie am Schrein sind, oder? Hallo. So, dann gehen wir erstmal schön speichern. Habe ich nicht noch auch ein paar Sachen? Nee. Hätte ja sein können, aber speichern muss auch mal wieder sein, weil sonst kann ich euch ja nicht schön verabschieden. So. Wir machen morgen da weiter. Ja. Noch eine kleine Info zum Schluss. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim ersten Durchgang, ich muss ja immer hier, weiß schon, alter weißer Mann und so, muss ja immer mit seinem Fachwissen glänzen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mit diesem Fachwissen glänzen sollte. Ich habe mal gelesen, Wikipedia das nach oder Google das von mir aus, weiß nicht genau, ob es stimmt, aber ich habe mal gelesen, wenn jemand erhängt wird, sterben die Leute normalerweise nicht durch Ersticken. Also so wie er jetzt, dass er dann da und keine Luft kriegt, sondern die sterben daran, dass wenn sie das Hockerchen oder die Klappe aufgeht und die stürzen da runter, die sterben an Genickbruch. Habe ich mal gelesen. Keine Ahnung, ob es so ist. Also so viel Fachwissen habe ich dann doch nicht. Und wann, dann ist es nur erlesenes Fachwissen. Schwör. Ich doppelschwör, dass er seht, dass ich nicht irgendwie die Hand hinterm Rücken habe oder so. Okay? Mit diesem unnötigen Wissen entlasse ich euch jetzt in die nächste Folge oder den restlichen Tag. Tschüss. Und immer die Nebelscheinwerfer anmachen.